Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als einen schönen Bonjour und die zwei neuen Kolleginnen. Wir sehen dann die nächsten Wochen am Ende, was die neuen Impulse an der Chambre werden sind. Lust mich aber heute über ein Sujet schwätzen, dem mir Herz liegt, nämlich über die Situation von Arbeiterinnen und Arbeitern mit dem Statut vom Travailleur Handicapé. Wir haben das Aktualität schon angefragt, für zu summen, über die Situation zu schwätzen und mögliche Verbesserungen anzustoßen. Piraten sind der Meinung, dass das jetzige System veraltet ist und dass diese Leute unnötig streng an den Weg gelöst gehen. Es fängt schon an mit dem Statut. Das Gesetz von 2003 ist nicht mehr zeitgemäß. Für sich können als Travailleur Handicapé anzuschreiben, muss ihn unter anderem ja vorweisen, dass er eine Arbeitsbeeinträchtigung von mindestens 30% wird. Personen, die die Konditionen für das Statut erfüllen, gehen dann aber oft auf den zweiten Arbeitsmarkt orientiert, erschaffen an den Atelier protégé. Die Atelier sind definitiv lohnenswerte Projekte. Allerdings muss ich noch sagen, dass Personen mit einem Handicap, die an diesem System integriert sind, oft ein Leben lang bleiben. Das ist nämlich so, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter an den Ateliers nur die Besoin vom Atelier ausgebildet sind. Wenn also ein Atelier einen Gärtner braucht, dann wird er zum Gärtner ausgebildet. Auch wenn er für drauf vielleicht andere Sachen gelernt hat. Und obwohl im meisten Arbeitsmarkt kaum Gärtner gesicht gehen. Dadurch können Personen mit einem Handicap später den Weg nicht mehr auf den nächsten Markt fangen. Und nun am Leben Männer Abstiegschancen. Auch können Arbeiterinnen und Arbeiter sich nicht mehr in anderen Bereichen weiterbilden, wenn der Patron es will. Die Möglichkeit, für also später in einem anderen Bereich zu schaffen, in einen anderen Beruf zu lehren, den einem besser leid, an dem einem vielleicht auch mehr Spaß machen, sind leider ganz gering. Falls dann aber Patron mehr Arbeitsmarkt will eine Person mit einem Statut erstellen, verlässt den sich Hefestrupp vom Staat unterstützt zu gehen. So kann aber sein, dass der Patron, nachdem seine Person angestellt wird, gesagt kriegt, dass er kein Recht auf staatliche Hilfen hat. Das ist, weil per Rendement vom Arbeiter Männer wie 40% bedreht. Dafür muss schon Firmen nach Schreiben vom Kontrakt keine festgelöst gehen, ob diese Patron Unterstützungen zu gut tut, und es muss auch überlöst gehen, für das Sei von 40% zu revidieren. Mit dem aktuellen System wird die nämlich nicht nehmen, dem Arbeiter streng an den Weg gelöst, ob der sich nur seine Arbeit, aber auch nach dem Patron, den dieser Person will eine Chance geben. Aber es wird nehmen die allerwenigsten Patronen am Privatsektor leider machen, wie auch Sänger von meinen parlamentarischen Frauen auf 4 gegangen ist. Just zur Erinnerung. Laut Artikel 562 vom Code de Travail müssen sich alle Firmen mit mehr wie 25 Salarien ob manst eine Person mit Handicap erstellen. Eine Firma mit mehr wie 300 Arbeiter muss 4% von ihren Posten mit Personen mit Behinderung besetzen. Aber ich muss sagen, ich war in der Welt 40 erfeiert, wie ich 12 vom Minister kriegt. 98% von den großen Firmen halten Quoten nicht an. 80% sind es bei den mittelgroßen Firmen und 81% bei den Betrieben mit bis zu 50 Arbeiter. Am Klartext, eine breite Majorität ignoriert Gesetz. Lang am Privatsektor sind also rund, wenn ich just die ähnlichste Säue gucken, 4.700 Plätze, die laut Quoten müssten von Personen mit Handicap besetzt sind, nicht und das Leute gerne. Wenn ich dann noch bedenkt, dass von all den Leuten, die was EU bei der ADEM angeschrieben sind, rund ein Drittel das Statut vom Travailleur Handicapé hat oder das Statut de Capacité réduite, da gesagt ihnen, dass es nicht genug Leute da wären, für das Plätze zu füllen. Das gelingt aber just, wenn wir sie an Domänen weiterbilden, die um echten Arbeitsmarkt Gesicht gehen. Wo man dann beim echten Stolpersteht zurücksehen. Auch als nebenbei bemerkt, nicht sicher, dass die Quote beim Staat respektiert gehen. Der Innenminister schuld man nämlich nach einer Antwort oder einer anderen Frage geantwortet, dass sie nicht kennt so, ob die 5% von den Gemengen respektiert gehen. Quoten aus dem Code de Travail bringen die Leute um Terrain also effektiv nicht. Ich denke aber nicht, dass Quoten sich eine schlechte Idee sind. Es ist just die Überzeugung, dass sie müssen in die Wirtschaft gehen. Für dass mehr Personen mit Handicap auch wirklich etwas davon haben,
an noch eng Arbeit am Privatsektor könne fangen. Weil de Quoteregime vun Haut lädt de Leute zwar kein Steng an de Weh, men hëlleft ihnen definitiv net dabei, ihre Weh zu fangen. Und da kommen wir bei der letzte Größe stehen, den der Weh bei einem Arbeitsplatz kann blockieren. Es stehen, für den der Mobilitätsminister ganz allein responsabel ist. Die Verdelung von den Adaptokarten. Wenn er den Arbeiter trotz Handicap nämlich gepackt wird, einen Platz inzwischen bei einem Patron zu fangen, wo er gut Arbeit legt, da kann er dem noch trotzdem nicht dahin schaffen gehen. Für was? Weil der Mobilitätsminister dezidiert, dass hier kapabel ist. Kapabel, für auf den öffentlichen Transport zurückzugreifen, für auf seine Arbeit zu kommen. Diese Entscheidung geht ihm um weh, gegen den Avis vom Hausdoktor von der jeweiligen Person getroffen. Verschiedene von ihr werden den Tageblattartikel gelesen, wo ihn genau so ein Fall beschrieben ist. Den Herr aus dem Artikel kann, wenn es Gleichgewichtsstörungen nicht den Bus auf der Arbeit stellen, weil den zu Stoßzeiten Rammel voll ist, aber weil er sich nicht unhalten kann. Den Herr hat seinen Arbeitsplatz just nicht verloren, weil sein Patron damit einverstanden war, dass er zu anderen Arbeitszeiten schaffen könnte. Ein Patron aus dem öffentlichen Dienst muss ihn dabei suchen. Den Herr kennt am Bus stürzen und sich verletzen. Er kennt noch immer seinen Arbeitsplatz verlieren und er kann noch nicht mehr so einfach gesellschaftliche Leben teilholen. Auf jeden Fall. Weil der Staat Geld will sparen. 580 Personen, die vor der Reform von 2020 eine Karte hatten, kriegen kein mehr akkordiert. Das spart dem Staat 1,2 Millionen Euro pro Jahr. Wenn ihr bedenkt, dass der Fuhrpark von der Regierung an den Beamten des Staates alle Jahre 14 Millionen kostet, dann muss ich sich ganz klar sagen, das kann ich nicht nachvollziehen. Beim besten Willen nicht. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe hier 4 große Stolpersteine genannt. Wir gehen noch nach Hunderten mit Kleinsteinen, ob die Leute mit einer Behinderung an ihrem Alltag stoßen. Hindernisse, denen wir als Heilbanden nicht bewusst sind. Dafür will ich auf dieser Platz auch noch dafür plädieren, dass mehr mit den Leuten im Terrain zusammen geschafft wird. Ich habe mich am Vorfeld von dieser Aktualitätsstunde mit verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern zusammengesetzt. Sie alle haben sich gewünscht, mehr an Decisionen von den Ministerien angebunden zu gehen. Leute mit Handicap fühlen sich vom Staat bevormundet. Dabei kann ihn als Mensch ohne Behinderungen, ein Mensch mit Behinderungen just dann Leben mir einfach machen, wenn ihn diesem nur lauscht. Er versteht, wo die Probleme sind. Politik muss ihre Meinungen auf Vorschläge stellen und nicht ignorieren. Ein körperliches Handicap ist nicht automatisch auch ein geistliches Handicap. Aber wir müssen aus einer paternalistischen Approche rauskommen. Personen mit einer Behinderung sind schon mit genug Herausforderungen an ihrem Alltag konfrontiert. Der Staat muss also sein Möglichstes machen, für diese Personen den Weg an die Arbeit so einfach wie möglich zu machen. Der Staat muss Patronen unterstützen, die eine Person mit Handicap erstellen. Kriterien für die Adaptokarte von 2020 müssen rückgängig gemacht werden. An das Statut vom Travailleur Handicapé, Quoten an Hilfe für Patronen müssen überschafft gehen. Das Leute brauchen keinen Staat, den ihnen weiter Stangen an den Weg lädt. Sie brauchen einen Staat, den ihnen eine Hand reicht und ihnen hilft, ihren Weg zu gehen. Das System, das wir im Moment tun, ist am besten Fall ein Ploster oder ein Schusswurm. Wir sind nach weit weg von einer realen Gleichstellung von der Arbeit, einer richtiger, geliebter Integration und von Inklusion muss ich bald nicht schwätzen. Dafür kommt, wir schaffen zusammen Verbesserungen, die bei den Leuten um Terrain kommen, die mit ihnen zusammen ausgeschafft gehen, aber wir entscheiden nicht über die Kabelwäsche. Merci. Ganz gut. Merci vielmals, Herr Klemmer. Und als